Willkommen bei den Infinite Storyscapes, dem Podcast des Kulturvereins Interferenzen. Im Gespräch Frauen, die die Region Kärnten, Steiermark, Slowenien mitgestalten. Zu Gast in dieser Episode ist Frau Katrin Ackerl-Konstantin. Ihre Ausbildungen und ihr Beruf haben Frau Ackerl-Konstantin von Mödling über Wien, Berlin, Klagenfurt nach Villach geführt, wo sie seit 10 Jahren als Gestalterin und Kuratorin des Formats Schauräume wirkt. Darüber hinaus ist Frau Ackerl-Konstantin in einer Vielzahl von Rollen tätig. Als Schauspielerin, als Regisseurin, als Kulturpsychologin und in den meisten Fällen gleichzeitig auch als Forscherin. Von ihr entwickelte und mitgestaltete partizipative Theaterformate und Forschungen haben transnationale Kooperationen mit Menschen aus Peru, Katar, Bangladesch oder auch dem Iran ermöglicht. Im Zentrum ihrer Tätigkeiten steht für Frau Ackerl-Konstantin die Partizipation, die Teilhabe und damit verbundene Fragestellungen aus queerfeministischer Perspektive oder der Position von marginalisierten Gruppen. Ich komme aus einer ganz flachen Gegend, sagt Frau Ackerl-Konstantin, wo alles immer überschaubar und überblickbar ist. Und so seien ihr die Berge in Kärnten auch nach unten so stark vorgekommen. Diese Tiefe, die vielleicht nicht gleich sichtbar ist, und die Verbindungen. Hören Sie nun Renate Rogi-Kohlenbrath im Gespräch mit Frau Katrin Ackerl-Konstantin. Heute möchte ich im Rahmen des Projektes Infinite Storyscapes Magister Katrin Ackerl-Konstantin vorstellen. Katrin, du bist in Mödling geboren und hast dich zu Beginn deines Weges für eine Schauspielausbildung am Konservatorium für Musik und Darstellende Kunst in Wien entschieden. Darf ich dich bitten, dass du dich selbst kurz vorstellst? Ja, also hallo, ich bin Katrin Ackerl-Konstantin, bin geboren in Mödling, da auch aufgewachsen und habe in Wien meine Ausbildungen gemacht und auch in Klagenfurt und jetzt eben auch in Salzburg. Also ich bin in Mödling zur Schule gegangen, habe dort Matura gemacht und habe dann in Wien die Schauspielausbildung am Konservatorium abgeschlossen und dann hatte ich so die üblichen Wanderjahre, wie das so heißt im Schauspiel. Man geht da mit Köfferchen von Engagement zu Engagement, Jahres- oder Produktionsbeschäftigung und habe dann, nachdem ich in Berlin war, mich dafür entschlossen, eine Psychologieausbildung noch zu machen, nebenher. Und habe die in Wien begonnen, meinen ersten Abschnitt dort gemacht. Das war dort ganz interessant, dass die Leute mich damals gefragt haben, wieso machst du das? Du bist doch Schauspielerin. Das hat mich nachhaltig irritiert. Warum nicht eine zweite Ausbildung, die auch so eng an diesen Beruf geknüpft ist, möglich ist oder komisch ist? Und habe dann die Anfrage der Theaterleitung hier in Kärnten bekommen. Das war so in den 2000ern. Und habe das gemacht und angenommen und habe das Studium der Psychologie dann erst nach ein paar Jahren, wo ich hier schon war, wieder aufgenommen und habe es dann abgeschlossen. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Und jetzt mache ich gerade mein Doktorat in Salzburg. Darf ich noch einen Schritt wieder zurückgehen? Du hast dich für eine Schauspielausbildung entschieden. Warum eigentlich damals das? War das irgendwie schon immer dein Wunsch? Also ich wollte das, glaube ich, schon als Kind oder habe die Qualitäten da entdeckt. Einerseits in Geschichten hineinzuschlüpfen und Figuren, die nicht wirklich etwas mit mir zu tun hatten, vordergründig. Und habe das sozusagen eigentlich als Kind schon gerne gemacht und habe da auch gute Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, das ist sozusagen eine Fähigkeit, die mir einfach in die Wiege gelegt worden ist. Ich glaube aber, dass es auch in meiner Kindheit schon so ich habe so einen Gerechtigkeitssinn ganz stark als Kind gehabt. Das war sicher auch durch meine elterliche Situation begründet.
Da gab es ganz viel Zwist zwischen meinen Eltern und ich glaube, dass dann im Zuge dann bis jetzt, bis zu dieser Doktoratsarbeit, ganz stark da schon ein ganz feministisches Interesse geweckt worden ist im Sinne dieser Gleichberechtigung, aber auch gewissermaßen eine Flucht in andere Narrative oder Figuren. Ich war nicht wirklich so ein typisches Mädchen. Wollte aber auch kein Junge sein. Ich wollte irgendwie alles machen dürfen. Mit Puppenspielen, aber auch mit Autos. Ich habe Speedway geliebt, habe so ein Riesenposter gehabt. Und das wurde mal immer in Frage gestellt oder mir entsagt. Und dann dachte ich mir, ich will eigentlich mit allem spielen dürfen. Deswegen glaube ich, so in der Retrospektive ist das auch etwas, was mir die Schauspielerei und auch das Theater irgendwie mich gelockt hat, da mehrere Rollen zu spielen. Hast du sozusagen auch andere Interessen gehabt, wo du gesagt hast, du hattest wählen müssen zwischen irgendetwas oder war das so ganz eindeutig? Ja, ich habe dieses Theater schon, also wirklich so mit ab 10 Jahren ist das immer wieder aufgetaucht. Ich wollte aber eine Zeit lang auch gerne Comiczeichnerin werden. Das hat mich eigentlich auch sehr fasziniert und habe da auch so Geschichten erzählt früher. Ich habe zuerst Spanisch studiert und Psychologie und Theaterwissenschaften. Das hat damit etwas zu tun, dass meine Mom so eine starke Migrationsgeschichte nach Spanien hat und dann dort ihre Kindheit verbracht hat und viele Jahre und wieder zurückkam nach Österreich. Und wir als Kinder diese Sprachen, wir sind aber nicht zweisprachig erzogen worden. Ich habe aber immer diese Sehnsucht gehabt, diese Sprache zu lernen und habe die dann im Gymnasium statt Französisch gewählt und dachte mir auch, ich will mit dieser Sprache weiterarbeiten. Mittlerweile denke ich, das ist auch irgendwie ihr Schicksal, das ich unbewusst auch aufgenommen habe oder weitererzählen wollte, dass sie auch diese Sprache nicht mehr weitergesprochen hat. Und zum anderen bin ich zuerst in die Theorie der Theaterwissenschaft gegangen. Das war so eher so ein sicherer Weg, glaube ich, oder mich mal anzutasten, ohne so Aufnahmeprüfungen zu machen. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass es mir zu theoretisch ist, dieses Theaterwissenschaftliche, und dass ich eigentlich auf die Bühne gehen möchte. Aber jetzt aus meiner Position mit dem Alter, das ich habe ich gemerkt, dass sich eigentlich wieder so ein Kreis schließt, weil ich mache ja jetzt mein Doktorat in Theaterwissenschaft und Genderwissenschaften und es genügt mir nicht mehr nur auf der Bühne zu stehen, sondern ich wollte irgendwann dann über das Theater nachdenken, weil ich gemerkt habe, dass da eben immer dieselben Narrative präferiert werden, Geschichten, aber auch wie eine Figur, vor allem Frauenfigur zu spielen ist, dass das sehr stereotyp ist und durch die Theaterleitung auch dann hier gemerkt habe, wie ähnlich immer die Geschichten erzählt werden oder welche Geschichten nicht erzählt werden. Also es schließt sich irgendwie so ein Kreis. Du hast jetzt schon angesprochen, diese stereotypen Bilder im Theater für Frauen. Du möchtest andere Geschichten erzählen. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, mir ist in der Theaterleitung aufgefallen, wo man ja auch kurativ arbeitet. Aber anfänglich haben wir das zu dritt gemacht und da haben wir eben überlegt, okay, welche Stücke kommen auf den Spielplan, warum und wie wird das auch argumentiert? Und da ist ganz stark immer argumentiert worden, aber es muss ja auch die Auslastung stimmen und was wollen die Leute sehen? Und da dachte ich mir, wer sind jetzt diese Leute? Also von welchem Publikum reden wir da und vor allem von welchem Wir reden wir da? Und habe gemerkt, dass eben immer sehr monokorporal nennt sich das, also sehr in diesem Narrativ es immer wieder Ähnlichkeiten gibt. Meistens steht der Mann im Mittelpunkt als eine Hauptfigur und um die dreht sich ganz viel. Und die Frauen sind meistens nur die Begleiterinnen, also die dazu Assoziierten. Und wenn sie miteinander sprechen, dann meistens wiederum über einen Mann. Und 2 starke Frauenfiguren in einem Stück sind selten zu finden. Vor allem nicht, wenn sie dann nicht gleich wieder über einen Mann sprechen.
Und das ist so interessant, aber auch davon unabhängig in dieser Regieführungsposition, in die ich gerutscht bin. Ich bin das ja von der Ausbildung nicht. Also ich bin ja eben Schauspielerin und Kulturpsychologin, aber ich bekam die Einladung, an diesem Haus auch Regie zu machen. Und da dachte ich mir, also wenn ich das mache, dann möchte ich total experimentieren. Und das wurde mir auch ermöglicht, was sehr schön war. Meine erste Inszenierung war, dass ich die Leute, das Publikum in so Drehsesseln in der Mitte der Bühne gesetzt habe und das Geschehen ist außen zirkuliert. Und es gab auch mehrere Spielorte der Handlung. Das heißt, manchmal haben Leute in die eine Richtung geschaut, das Publikum, und die anderen in die anderen. Und da haben sie sich kurz auch gesehen. Also wie wenn man sich auf einmal gegenüber sitzt. Und das hat mich schon mal interessiert, was ist, wenn wir das Publikum auf die Mitte der Bühne setzen? Also wer soll da überhaupt abgebildet werden? Und wer will was sehen? Also wer will wohin schauen? Und diese Fragen habe ich dann in diese Regie-Experimente hineinverpackt und habe eben gemerkt, dass wir als Publikum oder auch als die Personen, die das Theater, also den Spielplan gestalten, meistens sich selber mit auf die Bühne bringen oder sehen wollen. Und wenn jetzt eben Geschichten erzählt wird, die beispielsweise anderen Narrativen folgen, die Frau ist die Hauptfigur, oder auch marginalisierte Gruppen erzählen ihre Geschichten, dann wird sozusagen Diversität auch überhaupt erst ermöglicht in diesem Narrativ, also in der Geschichte. Ich habe ein Stück gemacht also jetzt nur als Beispiel, über Helen Keller. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Dieses Buch ist eigentlich nicht an mich gerichtet gewesen, aber ich habe es als Geschenk bei jemand anderem gesehen und dachte mir, das muss ich lesen. Ich habe es mir eigentlich geschnappt und habe gesagt, du, darf ich das vor dir lesen? Das geht um eine Frau, die tatsächlich gelebt hat, die taubblind war. Und war eine unglaubliche Aktivistin, Politikerin und Feministin. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum kenne ich die nicht? Warum kennen wir diese Geschichte nicht? Und habe die gelesen und die hat sich nicht nur, weil sie ja nicht nur blind war, sondern auch gehörlos, mit Lormen und verständigt. Das ist, wenn man in die Hände Worte schreibt. Es gibt ganz viele Menschen, die gehörlos und also taubblind sind, wie das heißt, und auch so miteinander über die Hände kommunizieren. Und diese Frau war so furchtlos, die hat schwimmen gegangen, was für blinde Menschen angeblich, ich habe mit anderen geredet, auch komplex ist. Die meisten haben ein Band, ja, um wieder zurückzufinden. Die ist geritten und die hat mit der Montessori gemeinsam geredet, aber auch mit anderen Größen und hat sich auch immer wieder sehr mutig eingesetzt für soziale Fragen und hat eine Doktorwürde irgendwo als Ehrendoktor auch erhalten. Die hat mir so Kraft gegeben, dachte ich mir, Wahnsinn. Also diese Frauen sind so stark oder vor allem sie, mit welchem Mut. Und sie hatte zwar eine zweite Frau auch immer bei der Seite, die ganz wichtig war für die Übersetzungen teilweise, aber diese Biografie war für mich so ein Aufwachen einerseits, welche Geschichten eben nicht erzählt wird, dass es so viel spannende Geschichten gäbe, die wir auspacken könnten und uns stärken könnten. Und da sind auch ganz andere Leute auf einmal ins Theater gekommen. Ja, über die ja auch als Community viel zu wenig gewusst oder erzählt. Also das hat für mich so viele Fenster aufgemacht, was möglich ist, dass ich denke, es ist vor allem wichtig, auf diese Ressourcen zu schauen und auch auf die Geschichte zu schauen, wie viele Frauen es gibt, die es zu entdecken gibt, die uns stärken, auf deren Schultern wir stehen. Und da kann jede Regisseurin und jeder Regisseur was beitragen oder jedes Theaterteam, die einfach auszubuddeln, sie sichtbar zu machen. Ist ja nur ein Aufruf, dass noch mehr gemacht werden sollte in die Richtung. Also das habe ich am Theater auch immer bekommen als Rückmeldung. Naja, aber es gibt ja so wenig Stücke von Frauen. Wir müssen ja immer die spielen. Und da gab es jetzt einen Call, wo wir einen Preis ausgeschrieben haben als Dramatikerinnenpreis. Und es kann eingereicht werden aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Da waren so viele.
wir waren so ein Jury-Team von 4 oder 5 Personen und am Anfang haben wir gedacht, ach klar, das machen wir dann so in 1,5 Monaten, wie viel werden da schon kommen? Ja. Aber dann kamen fast 100 Einsendungen und wir haben gar nicht gewusst, wie wir die bewältigen sollen. Also es war Wahnsinn, was da kam und da gibt es so viel und das hat mich in der Psychologie immer interessiert. Wir haben ja leider ja auch nur Synapsen, die immer wieder durch Antriggern auch Erinnerungen speichern und wenn die nicht sozusagen immer wieder gelernt werden oder auch angetriggert werden, dann verblassen die ja auch sehr schnell wieder. Also das geht auch mit Wiederholung ganz stark oder auch einem Bild, das ich habe. Meine Tochter hat mir jetzt ein Puzzle geschenkt, obwohl ich keine Puzzlespielerin bin, aber das hat mich so gefreut. Sind 9 oder 10 Frauen in Science, Women in Science, die irgendeinen Innovationsfaktor hatten. Und da bin ich wie so mantramäßig, manchmal habe ich sie auswendig gelernt, weil ich sie auch sofort immer vergessen habe. Also so, natürlich ist Marie Curie dabei, aber das ist ja eine, die wir irgendwie gespeichert haben. Aber da ist auch eine Rachel Carson, diese Meeresbiologin dabei. Oder eine Barbara McClintock, die über Genmanipulation in Saatgut. Oder eine Mary Annings, die erste Anthropologin war. Oder die Rosalind Franklin, die so wichtig war in der Doppelhelixforschung und deren Gedankengut ja von 2 Männern geklaut worden ist. Oder eine Grace Hopper in der IT-Welt. Und ich meine, die haben wir alle nicht präsent, aber die sind da. Die müssen wir wiederholen und die werden uns nur nicht, ich glaube eben auch sehr bewusst nicht weitergegeben. Ich meine, wir lernen ja auch als Kinder meistens irgendwelche Kriege, die uns nicht interessieren. Also mir ging es immer so. Und da könnten wir auch ganz andere Geschichten eigentlich in den Büchern stehen haben. Ich glaube, das Interesse ist sehr groß. Ja, ich glaube, wir sind auch in der Verantwortung, die weiterzugeben. Ja. Weil wenn wir dann eben immer wieder, bei mir ist es halt so mit Aristoteles kommen, dann, wenn wir weiter diese Klassiker bemühen, dann werden wir immer die Klassiker da auch drin haben. Aber das sind irgendwie, so wie, ich finde sie wie Gemälde. Also es gab ja auch irgendwie Rubens und so weiter, aber wir malen ja schon lange nicht mehr so. Aber im Theater werden die immer wieder aufgestellt und deswegen sind sie so präsent. Und ich glaube, dass wir alle, wenn wir anders zitieren in der Wissenschaft oder in der Kunst, auch andere Namen bringen, dass wir auch aufgerufen sind, da feministisch oder queerfeministisch weiterzugeben. Ich habe auf deiner Homepage auch gefunden, dass du partizipative Theaterformate entwickelst. Ich habe da einen Satz gefunden, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, wo ich gerne mit dir drüber sprechen möchte. Das Zuschauen ist demnach nicht ein lediglich passives, rezeptives Verhalten, sondern ein konstruktiver Vorgang. Kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen? Diese Partizipation in unserem Buch Schauräume hat das auch der Andreas Hudelist ganz spannend beschrieben. Da hat er Partizipation, also noch spannender finde ich, als ich das da auf der Homepage habe, aufgegliedert. Ich meine so einen phänomenologischen Zugang, ja, dass du auch immer Teil der Konstruktion bist, was du siehst. Also was du siehst, ist auch in gewissem Sinne auch eine phänomenologische Übertragung. Das heißt, du siehst etwas, was dich gerade beschäftigt oder was dir geläufig ist. So nimmst du auch wahr. Und wenn man Partizipation nochmal auch unterscheidet, kann man von Interaktion, Partizipation und Teilhabe sprechen. Das eine ist sozusagen, dass ich jetzt dabei bin, da schaue ich etwas an oder höre mir etwas an und schon allein, was ich daraus höre oder was ich sehe, ist ein Begriff, dass ich mich selber mit einbringe, weil du vielleicht ganz was anderes siehst als ich. Das heißt, wir kommen immer vor in dem, was wir sehen und dadurch sehen wir auch gewisse Dinge nicht, die eine andere Person gerade vielleicht sehen würde. Die Interaktion ist, dann trete ich wirklich in Dialog mit der Materie, die mir angeboten wird oder mit dem Menschen. Das heißt, ich würde dann ein Gespräch beginnen und sozusagen diese
die Passivität, die jetzt im Phänomenologischen auch nicht gegeben ist, aber die wird dann noch überschritten sozusagen, indem ich wirklich in eine verbale Kommunikation trete beispielsweise oder auf die Bühne gehe oder etwas sage, was das Bestehende dann nochmal beeinflusst, sichtbar beeinflusst. Und diese Teilhabe ist, wenn das Thema über diese Veranstaltung hinaus mich weiter beschäftigt. Also wenn ich sage, okay, das geht mir nicht nur aus dem Kopf, jetzt verändere ich etwas oder das bewirkt etwas, dass ich vielleicht sogar sage, da muss jetzt mehr getan werden oder ich will da mitmachen. Das ist sehr interessant, darüber, über diese Prozesse nachzudenken. Und gerade deswegen haben wir dieses Format gegründet, diese Schauräume, die an eine Idee anknüpfen von einem Kurator, Nicolas Bourriot, der sagt, dass schon die Begegnung zwischen zwei Personen eine relationale Ästhetik ist. Das hat mich so fasziniert, dass auch die Begegnung zwischen zwei Personen in einer Rahmung zu einem künstlerischen Ereignis werden kann. Und so haben wir dann Schauräume aufgesetzt, dass dieser Begegnungsfaktor so entscheidend ist. Und man jetzt nicht nur etwas anschaut und dann in den Kategorien gut, schlecht, gefällt mir nicht, das bewertet, sondern sich selbst auch einbringt und durch das Einbringen erst das Kunstwerk entsteht. Man spricht da auch in dem Kontext von Ereignisästhetik. Und das ist fantastisch, finde ich, und so interessant, weil es die Personen in eine Mitwirkung bringt, die jetzt einerseits künstlerisch gerahmt ist, aber auch man in einer weiteren Dimension überhaupt sagt, wie begegnet man einander? Was entsteht durch Begegnung? Und diesen aktiven Part darin auch zu sehen, diese Verantwortung, aber auch die Möglichkeit der Gestaltung. Das finde ich und fand ich an dem Thema Partizipation unglaublich interessant. Mir ist jetzt eingefallen, dass das slowenische Wort für Begegnung srečanje ist. Sreča ist das gleiche Wort wie Glück. Sreča ist das Glück und die Begegnung, das srečanje, also es leitet sich davon ab. Das ist auch so ein Punkt, wo die Begegnung sozusagen auch noch etwas anderes auslöst. Ich nenne es jetzt einmal auf die Schnelle so. Wie ist es eigentlich dir in Kärnten ergangen, wo du nach Kärnten gekommen bist? Ja, also zum einen dieses Regionale, das finde ich wunderbar. Ich finde immer dieses Ausspielen Großstadt, Kleinstadt. Wie oft ist mir gesagt worden, was machst du in der Provinz? Das will ich immer von mir weisen, weil ich finde, das ist so grotesk, dass wir immer diese Dichotomien oder Binaritäten konstruieren. Davon abgesehen, hierher nach Kärnten zu kommen, wo ich ja schon am längsten jetzt bin von all meinen Wanderorten. Ich habe ganz stark am Anfang gespürt oder zu spüren bekommen, dass ich nicht von hier bin, also von Kärnten. Und das hat mich total erstaunt. Also auch im Theater, da hieß es, und bis heute spüre ich das, na ja, aber du kommst ja eigentlich aus. Also wie wichtig das ist und war, das habe ich noch immer nicht ganz ergründet auch. Das ist doch eine große Spezialität, glaube ich. Das wichtig ist, von da zu sein, um hier arbeiten und erschaffen oder vielleicht eben auch Dinge verstehen zu können, scheinbar. Das ist mir als erstes aufgefallen, ganz stark. Und dann fand ich es, oder finde ich es ja, deswegen bin ich ja auch geblieben, ganz toll, an diesen 3 Ländern zu sitzen und gleich von Anfang an so Kooperationen einzugehen mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern. Das war in Slowenien und auch in der slowenischen Community hier ganz spannend. Das kannte ich vorher noch gar nicht. Mich so zu vernetzen und so einfach zu vernetzen eigentlich. Also da habe ich ganz viel Kooperationsmöglichkeit eigentlich gespürt und auch eben mit italienischen Kolleginnen und Kollegen. Also da weiß ich nicht, was ich in Wien da anknüpfen könnte, weil das gibt, finde ich, die regionale Situierung da so stark her.
das war toll und das ist noch immer toll. Und letztlich auch diese Zweisprachigkeit, die ich ja auch erst langsam, diese Konflikte erst, die spürt man am Anfang, habe ich sie erahnt, aber nicht immer mehr dazu tiefer zu schauen. Eben auch als Kulturpsychologin war das schon interessant. Ich habe einen tollen Prof gehabt, Otto Meyer, bei dem ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe. Und der hat ganz viel in diesem Bereich auch geschrieben über dieses Verdrängen und Abspalten und warum da so viel Ablehnung und Diskriminierung da ist, unausgesprochen oder ausgesprochen, und warum es da diese Qualität dieser Zweisprachigkeit beispielsweise nicht viel mehr gelebt wird oder wurde. Und das war für mich ganz spannend, da mich auch damit auseinanderzusetzen, innerhalb von künstlerischen Begegnungen, wo das einerseits zum Thema wurde, aber andererseits auch, wie ich vorher erzählt habe, mit der spanischen Sprache meiner Mutter da anzuknüpfen, ihrer Zweisprachigkeit, die sie auch, also von meinem Vater aus, nicht an uns weitergeben durfte, weil sonst hätte er nichts verstanden. Das war das Argument. Und das ist mir hier dann jetzt wieder durch diese Konflikte, diese Geschichten vieler Generationen und so, das hat mich da stark daran erinnert. Und da konnte ich mich irgendwie anbinden. Und auch diese Sehnsucht, die ich jetzt dann entwickelt habe, die spanische Sprache zu erlernen und auch jetzt mit Schauräume beispielsweise nach Peru zu gehen und so, dass wir dann mit Künstlerinnen kooperieren, die suchen eigentlich das tabuisierte Thema aus und dann wird aber die Produktion auch nach Kärnten eingeladen, durch eine Person verbunden, die sowohl dort als da gelebt hat längere Zeit. Und dort beispielsweise war das Thema der Quechua-Sprache so inhärent oder manifest, dieser indigenen Sprache, die ja auch in der Geschichte der Kolonialisierung Südamerikas, dieser gewaltvollen Kolonialisierung mit der spanischen Sprache beispielsweise. Und da ist das Thema wieder aufgetaucht. Und wie die dann auch hierher kamen nach Kärnten und auch wir haben immer wieder dann auch Künstlerinnen und auch Wissenschaftlerinnen oder NGOs eingeladen, die auch hier zu dieser Thematik arbeiten, war das wieder total interessant für die Gruppe, dann diese Zweisprachigkeit oder diese Ambivalenzen hier zu erspüren und zu erfahren, Ähnlichkeiten zu entdecken. Du hast jetzt Peru angesprochen. Es gibt noch sicher viele andere Länder, die man da mit ins Boot holen könnte. Finde ich schon sehr interessant, dass dieses Format und in dieser Ausformung so viel zur Sprache bringen kann, dass das auch angenommen wird und weitergetragen wird. Du hast dieses Positive von der Region schon angesprochen, diese 3 verschiedenen Kulturen. Was siehst du da so als für die Zukunft? Was glaubst du, wird die Zukunft dieser Region bringen? Das ist ja eine komplexe Frage. Ich glaube, dass durch diese Verbindung und dass durch diese Begegnung ganz viel entstehen kann oder sollte und auch die Qualität darin zu entdecken, so wie du das gesagt hast. Also letztlich ist das ja eine unglaubliche Ressource. Was mir noch dazu einfällt, aber vielleicht passt es auch zu deiner jetzigen Frage, wie ich zum ersten Mal nach Kärnten gekommen bin, sind mir diese Berge auch nach unten so stark vorgekommen. Also ich habe Kärnten so geheimnisvoll und moosig immer empfunden. So einerseits so schön, aber eben so viel Moos ist auch drüber unter diesen tiefen Wurzeln. Also so viel Tiefe, die vielleicht noch nicht gleich sichtbar ist oder Verbindungen. Das fand ich total ansprechend. Vielleicht auch jetzt ganz banal gesprochen, weil ich aus einer ganz flachen Gegend kam, bis jetzt immer oder aufgewachsen bin, wo du alles irgendwie immer überschauen oder überblicken kannst, aber dadurch nirgendwo raufsteigst und von oben wo runterschaust oder tiefer blicken willst oder weil dich die Struktur dazu aufruft oder weil du sehr lange gehen musst oder länger gehen musst, um in eine andere Sprache oder Kultur überhaupt zu kommen. Und hier ist eigentlich beides so oder
die Diversität, die Vielfalt so da. Ich glaube, dass das einfach eine ganz starke Ressource ist, die ich auch für die Zukunft total relevant finde. Und auch vielleicht diesen Begriff, der sich rund um die Identität rankt, dass die ja fluide ist und dass wir uns eigentlich permanent weiterentwickeln und dass das so ein offenes Geflecht auch in uns ist, das vielleicht mit zu verstehen oder mit hineinzudenken, wie viel Vielfalt wir in uns auch tragen. Das ist hier ganz für mich so eine Qualität und eine Ressource. Also wenn du jetzt so regional, ich habe natürlich feministische und querfeministische Interessen, da sehne ich mich nach dieser Zukunft schon noch sehr stark, vor allem. Zum Abschluss möchte ich vielleicht ganz konkret jetzt noch werden, nach dieser ganz, ganz allgemeinen Frage. Gibt es schon neue Projekte, die du jetzt im Auge hast? Gibt es da schon neue Schritte, die du ins Visier gefasst hast? Ja, es gibt eigentlich ganz viel, kleinere und große Dinge. Wir wollen ja mit Schauräumen so etwas wie eine Akademie, Institution oder Werkstätten ermöglichen, die eine kontinuierliche Arbeit und nicht mehr nur noch eine intervenierende Praxis haben, vorantreiben und haben gerade jetzt wunderschöne Räume gefunden und jetzt auch gerade die frohe Botschaft bekommen, dass diese Erhaltung dieses Raums gesichert ist durch die Förderstellen. Das heißt, wir können da mal so durchatmen und sagen, wow, jetzt gibt es auch echt tolle 2 große Räume, die so als Lab und Safe Space ein durchgängiges Angebot ermöglichen können, indem wir mit ähnlich gesinnten Gruppen kooperieren oder eben Beratungen anbieten, Weiterbildungsmöglichkeiten und Dialogräume öffnen. Und da werden auch gerade die Ansuchen formuliert oder die Ausschreibungen. Und so von den kleineren Dingen wird es so eine Walk-the-Walk-Intervention geben im Sommer, im Pride Month, auch zu der Thematik, die auch wieder partizipativ ist. Im Herbst wird es dann wahrscheinlich eine große Inszenierung in einem leerstehenden Haus geben zu Frauenbiografien aus der Region, die erlebbar zu machen und gleichzeitig so als immersives Theater zu gestalten. Und die kleineren Dinge, ich komme vielleicht eben auch mal nach Graz, was auch schön ist, über Gleichbehandlungsanwaltschaft habe ich so ein Format entwickelt und kooperiere da mit Klagenfurt und Graz für eine Ausstellungspräsentation. Also es sind kleinere und größere Dinge. Katrin, recht herzlichen Dank für das Gespräch und viel Glück und auch Neues für die Zukunft. Ja, danke. Und ich hoffe, wir finden ja auch einen Weg der Kooperation. Vielleicht ist da ja auch etwas möglich für die nächste Zeit zu realisieren mit euch. Würde mich freuen. Danke. Sie hörten ein Gespräch von Renate Rugi-Kohlenbrath mit Frau Katrin Ackerl-Konstantin.